Servus zur Persönlichkeitsentwicklung auf Borisch. Heute mit der Überschrift: Nichts stärkt den Menschen so, als das Vertrauen, das man ihm entgegenbringt. So, jetzt sagt aber der gute alte Lenin, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Frage, warum handeln wir ganz oft da danach? Kennst du auch so Paare, wenn der Papa mit den Minimenschen ausrucken sollte und dann dafür sorgen muss, dass er alles dabei hat, dass die Kinder überleben. Er vergisst aber trotzdem irgendwas, was das Muttertier eigentlich dazu backert hat. Und schon ist wieder Geschiss. Jetzt ist natürlich die Sorge von der Frau verständlich, ja, aber jetzt ist die Frage, überleben die Kinder wirklich nicht, wenn er keine Sakrotandie dabei hat? Also, was tut sich die Frau denn für einen Gefallen, wenn sie ihrem Mann das Vertrauen schenkt und sagt, ja, ich traue dir das zu, dass du mit den Minimenschen ausruckst und auch mit denen heil wieder heimkommst. Also ohne Geschieß. Geschieß bringt immer Streit, das kostet Energie und Kontrolle, kostet wahnsinnig viel Zeit und auch Energie. Warum wollen wir das denn aufwenden? Ja? In dem Moment, wo du die Kontrolle abgibst, lässt du los und hast unglaublich viel Zeit gewonnen und natürlich auch Energie gewonnen. Allerdings bist du natürlich dann vor der Aufgabe, dass du das akzeptieren musst, was dir der andere als Ergebnis liefert. Ja, das kann schon mal Großmut bedürfen, dass du das auch akzeptieren kannst. Aber druck doch einfach mal statt einem Auge beide zu. In deinem Sinne, dass du viel leichter lebst und natürlich auch, dass es am Partner mehr Spaß macht. Oder denk einmal an den Wäscheschrank, wenn der Partner heute einmal die Wäsche aufräumen sollte. Ist das wirklich so epochal bedeutend, dass Not auf Not liegt? Verändert das Kleidungsstück? Passt das Kleidel dann hinterher nicht mehr? Oder sind es eher die Kalorientierchen, die das enger genäht haben, als würde es, dass das nicht Naht auf Naht liegt? Also, meine Frage an dich, lebst du nicht ein Stück leichter, wenn du hier einfach dieses Vertrauen dem anderen entgegenbringst, großmütig über das Ergebnis hinwegschaust, damit ihr beide mehr Spaß habt? Das gilt genauso in Freundschaften, das ist genauso im Betrieb, wenn ich halt jemandem was anschaffe und dadurch dem Selbstbewusstsein gebe, dass er das auch bewältigen kann und du dann das akzeptierst und respektierst, dass er halt ein Stück weit anders machen wird als du. Trotzdem ist es auf gewisse Weise gemacht. Also, mein Wunsch für dich, probier es einfach der Woche mal aus, leb leichter, wer will, der kann.